Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 25. Ich hol den Jolly Roger oben runter. Ich habe mich gerade aufs Bugspriet aufgeschwungen. Da hat sich das Klüfensegel aufs Neue gefüllt mit einem Knall, wie wenn eine Kanone abgeschossen werden. Der Schoner hat vom Gegenstoß bis zum Kiel abgezittert. Im nächsten Augenblick aber, während die anderen Segel noch gefällt sind, ist das Klüfensegel wieder zurückgeklatscht und ist leer abgehangen. Das hat mich fast wieder ins Meer geworfen. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr verloren und bin am Bugspriet nachgekrochen und habe mich kopfüber aufs Deck runterfallen lassen. Ich habe mich auf der Lehseite vom Vorderkastell befunden und das Hauptsegel, das noch gefällt war, hat mir den Ausblick auf einen Teil vom Achterdeck versperrt. Keine Menschenseele ist zu sehen. Planken, die seit dem Ausbruch der Meuterei nicht aufgewaschen worden sind, haben die Spuren von vielen Füßen getragen. Und eine leere Flasche ist mit abgebrochenem Hals wie ein lebendes Wesen hin und her gerollt. Auf einmal ist die Hispaniola wieder in den Wind gekommen. Die Klüfensegel haben laut getönt. Das Steuerruder hat auf die Seite geschlagen. Das ganze Schiff hat laut gestöhnt und geächzt und im gleichen Augenblick hat sich der Geigbaum über das Deck übergeschwungen und ich habe die Lehseite vom Achterdeck erblickt. Ja, dort sind die beiden Wächter gesehen. Der mit der roten Kappe ist auf dem Rücken gelegen, steif wie ein Handspacken, mit ausgestreckten Armen wie ein Kruzifix. Zwischen den offenen Lippen hat man die weißen Zähne sehen. Der Israel Hands ist am Bollwerk angelehnt dort gehockt. Sein Kinn ist auf die Brust gesunken gesehen. Seine Hände sind flach auf dem Deck gelegen. Sein Gesicht ist unter der gegerbten Haut so weiss gesehen wie ein Talglicht. Eine Weile hat sich das Schiff wie ein störrisches Ross aufgebäumt. Die Segel haben sich mal auf die einen Gang gefüllt, mal auf der anderen. Und der Geigbaum ist hin und her geschwungen, sodass der Mast laut gestöhnt hat. Ab und zu ist eine Sprühwelle über die Schanzkleidung gekommen und der Bug vom Schiff hat mit einem dumpfen Schlag gegen die Dünung angeschlagen. Es ist eben ein grosser Unterschied gesehen zwischen dem grossen, auftakelten Schoner und dem kleinen, leichten Korakel, wo jetzt auf dem Meeresgrund gelegen ist. Bei jedem Sprung, den die Hispaniola gemacht hat, ist die Rotkappe hin und her geworfen worden. Da dabei ist es grässlich zum Anschauen, dass trotz allem seine Lage immer die gleiche geblieben ist und dass seine fest aufeinander gebissenen Zähne immerzu aus dem halboffenen Maul rausgegrinst haben. Und bei jedem Aufbäumen vom Schiff ist auch der Hans immer mehr in sich zusammengesunken und hat angefangen, über das Deck herabzugleiten. Seine Füße haben sich mehr auseinandergespreizt und der ganze Körper ist langsam zum Stern abwärts gerutscht, sodass sie immer weniger von seinem Gesicht sehen konnte. Schlussendlich ist nur noch ein Ohr und die eine Hälfte von seinem gekringelten Backenbart für mich sichtbar geblieben. Gleichzeitig habe ich rund um die beiden Piraten dunkle Blutflecken auf der Planke gesehen, sodass ich angenommen habe, sie hätten sich gegenseitig in ihrer Trunkenheit und Wut getötet. Als ich auf diese Art umgeschaut habe und Vermutungen nachgegangen bin, hat sich der Israel Hands in einem ruhigen Augenblick, wo das Schiff nicht geschwankt hat, halb umgedreht und ist mit einem leislichen Stöhnen in die Stellung zurückgerutscht, in der ich den ersten Blick hatte. Das Stöhnen, wo ein Zeichen von Schmerz und grosser Schwäche war, und der Anblick von seinem schlaff abhängenden Kiffel haben mir herzlich leid getan. Als ich mich aber erinnert habe, wie gemein und blutdürstig er geredet hat, als ich in der Äpfeltonne gesessen bin, ist alles Mitleid aus meinem Herz verschwunden. Ich bin zum Achterdeck gegangen und als ich den Hauptmast erreicht hatte, habe ich ironisch gesagt: «Meld mich an Bord, Herr Hans.» Er hat eine Stunde die Augen gemacht, aber er war viel zu schwach, um seine Verwunderung auszusprechen. Mit Mühe hat er nur ein einziges Wort rausgebracht: «Brandwein.» Ich hatte das Gefühl, es sei keine Zeit mehr zu verlieren. Ich bin unter dem Geigbaum durchgeschlüpft und als er sich wieder über das Deck bewegt hat, bin ich zum Achterdeck gelaufen und über die Kajütenstege in die Kajüte runter. Dort hat eine Unordnung geherrscht, wie man sich es kaum vorstellen kann. Die Meuterer haben alle verschlossenen Pelten aufgebrochen, um nach der Karte zu suchen. Der Boden war hoch mit Schlamm bedeckt,
wo die Kerli an ihrer Stiefel von der sumpfigen Erde vom Lagerfeuer mitgebracht hatten. Die Vertäfelung der Kajüte, wo sauber in weiss gemalt war, mit goldigen Randleisten, hat überall Abdrücke von dreckigen Fingern gehabt. Dutzende von leeren Flaschen sind in den Ecken gelegen und haben gegeneinander geklirrt, wenn das Schiff gerollt ist. Auf dem Tisch ist eines der medizinischen Bücher vom Doktor aufgeschlagen dort gelegen. Die Hälfte der Blätter war rausgerissen gewesen. Wahrscheinlich haben sie als Fidibus für die Pfeife gedient. Die ganze Anordnung ist von den qualmenden Lampen beleuchtet worden. Ich bin in den Keller runtergegangen, die Fässer sind verschwunden gewesen, und von den Flaschen ist eine überraschend grosse Anzahl leer getrunken gewesen und weggeworfen worden. Seit dem Anfang der Meuterei ist kaum je ein einziger von den Piraten nüchtern gewesen. Nach ein paar Minuten habe ich eine Flasche gefunden, in der noch ein bisschen Brandwein war. Die habe ich für den Hans bestimmt. Für mich selber habe ich ein paar Zwieback, eingemachte Früchte, eine grosse Traube Weinbärli und ein Stück Käse gefunden. Mit dem bin ich an Deck gegangen, habe meine eigenen Essvorräte beim Steuerruder hergelegt, wo der Schaluppenmeister sie nicht erreichen konnte. Dann bin ich an die Wassertonne gegangen und habe mich so richtig satt getrunken. Und erst dann habe ich dem Hans den Brandwein gegeben. Er hat etwa ein Viertel-Liter getrunken, bevor er die Flasche wieder abgesetzt hat. Dann hat er gesagt, «Ha, da habe ich aber nötig gehabt.» Ich bin in der Zwischenzeit in meinem eigenen Ecke hergehockt und habe angefangen zu essen. «Schlimm verletzt?» habe ich ihn gefragt. Er hat grunzt, ja, er hat fast gebellt und gesagt, «Wenn der Doktor an Bord wäre, hätte er mich sofort wieder zurechtgemacht. Aber ich habe eben gar kein Glück. Siehst, das ist einfach so mit mir. Der Waschlappen dort, der ist tot und erledigt.» Hat er weitergeredet, indem er auf den Mann mit der roten Kappe gezeigt hat. «Ist überhaupt kein Seemann gesehen. Und wo kommst du denn her?» «Oh, ich bin an Bord gekommen, um vom Schiff Besitz zu greifen, Herr Hans. Und Sie werden bis auf Weiteres so gut sehen, mich als Ihren Kapitän anzuschauen.» Er hat eine recht schräge Miene verzogen, hat aber nichts gesagt. Seine Backen sind wieder ein bisschen rot geworden, doch er hat immer noch sehr krank ausgesehen und ist vom Deck herumgerutscht, wenn immer das Schiff einen neuen Stoss bekommen hat. Übrigens, was ich auch sagen wollte, bin ich fortgefahren. Ich kann diese Flagge hier nicht haben, Herr Hans, und hol sie ab, wenn Sie nichts dagegen haben. Besser gar keine als die. Ich bin wieder unter dem Geigbaum durchgekrochen, bin an die Flaggenleine gelaufen, habe ihre verfluchte schwarze Flagge abgeholt und sie über Bord geworfen. Dann habe ich meine Kappe im Wind geschwenkt. «Gott erhalte den König!» Und somit ist es aus mit dem Captain Silver. Er hat mich von unten auf scharf angeschaut. Sein Kinn ist noch immer auf der Brust gelegen. «Ich rechne», hat er nach einer Weile gesagt. «Ich rechne, Captain Hawkins. Sie werden jetzt wohl gerne an Land wollen. Was meinen Sie dazu, wenn wir mal darüber reden?» «Oh, gewiss ja», habe ich gesagt. «Von Herzen gern, Herr Hans. Schiessen Sie los.» Und ich habe mich wieder über meine Mahlzeit hergemacht und mit gutem Appetit gegessen. «Der Mann hier», hat er mit einer schwachen Kopfbewegung zu den Leichen über angefangen. «O'Brien ist sein Name gesehen. Ein richtig frecher Irländer. Der Mann und ich haben den Schoner und den Segel gebracht. Haben gedacht, wir wollen wieder zurückfahren. Ja nu, der ist jetzt tot. Da ist er. Maustot. Und wes Schiff soll segeln, da weiss ich nicht. Wenn ich dir nicht einen Wink gebe, oder zwei, so bist du nicht der Mann, so weit ich da kann sehen. Also, jetzt lass mal zu. Du gibst mir zu essen und zu trinken und einen alten Lappen oder ein Schnupftuch, um meine Wunden zu verbinden. Und ich würde dir dafür sagen, wie du kannst steuern, und so ist es wohl recht und billig, denke ich. Ich sage Ihnen nur eins, habe ich gesagt. Ich habe nicht die Absicht, zum Captain Flint seinem Ankergrund zurückzusegeln. Ich gedenke, zu der nördlichen Bucht zu segeln und den Schoner dort ruhig auf den Strand laufen zu lassen. «Kann ich mir denken?» hat er gerufen. «Ja nu,
Ich bin doch kein gottverdammter Schafskopf. Hab doch Augen im Kopf zum Gsehen, nicht wahr? Hab versucht, mir einen Jux zu machen. Und es ist schief gelaufen. Und du hast mir den Wind abgelaufen. Nordbucht? Ja nu, ich habe ja keine Wahl. Ich würde helfen, zum Execution Dock zu London zu segeln. Kopf nochmal, das täte ich. Also, was er gesagt hat, ist eine Art ganz vernünftig gewesen. Wir haben also sofort unseren Handel abgemacht. Innerhalb von 3 Minuten ist die Hispaniola leicht vor dem Wind längs der Küste nachgesegelt. Und wir hatten gute Hoffnung gehabt, noch vor Mittag um die Nordspitze herumzukommen und von der hohen Flut an der Nordbucht zu sehen. Dort haben wir den Schonen sicher auf den Strand laufen lassen und dann warten, bis das Wasser so weit abgelaufen war, dass ich an Land gehen konnte. Ich habe das Steuerruder festgebunden und bin unter Deck zu meiner Kiste gegangen, aus der ich ein weisses seidiges Halstuch rausgenommen habe, wo meine Mutter mir gegeben hat. Mit dem hat der Israel mit meiner Hilfe den tief klaffenden Messerstich verbunden, wo er vom Irländer in den Oberschenkel bekommen hat. Und nachdem er ein bisschen gegessen und noch ein paar Schlücke Brandwein getrunken hat, hat er sich sichtlich angefangen zu erholen. Er ist straff aufgerichtet dort gehockt, hat lauter und deutlicher geredet und ist in jeder Beziehung ein anderer Mensch gewesen. Brise hat uns vortrefflich unterstützt. Wir sind wie ein Vogel von ihr hergeflogen. Die Küste der Insel ist an uns vorbeigeflitzt und hat jede Minute ein neues Bild gezeigt. Bald sind wir an den Bergen vorbei gewesen und sind an einem niedrigen, sandigen Landstrich runtergefahren, wo spärlich mit verkrüppelten Fichten bewachsen war. Und bald sind wir auch an dem vorbei gewesen und ums felsige Vorgebirge herum, wo die Nordspitze der Insel gebildet hat. Ich habe mich sehr stolz gefühlt in meiner neuen Kapitänswürde und sehr behaglich im hellen, sonnigen Wetter und habe mich über die wechselnden Landschaften von der Küste gefreut. Ich habe jetzt einen Überfluss an Wasser und guten Lebensmittel gehabt. Und mein Gewissen, wo mich wegen meinem Weglaufen geplagt hat, ist jetzt, weil ich so eine grosse Eroberung gemacht habe, beruhigt gewesen. Es wäre mir nichts zu wünschen übrig geblieben, wenn mich nicht der Schaluppenmeister die ganze Zeit mit einem höhnischen Blick angeschaut hätte und einem eigentümlichen Lächeln, wo alle Augenblicke auf seinem Gesicht erschienen ist. Es war ein Lächeln, worin etwas von Schmerz und Schwäche gelegen ist. Ein grimmiges Lächeln von einem alten Mann. Außerdem aber ist auch eine Beimischung von Hohn und Hinterlist im Ausdruck gelegen, mit dem man mich bei meiner Arbeit beobachtet hat und immer beobachtet hat.